Goedemorgen. Wat is ons het meeste weet? Wat rekenen we het meeste? En mijn titel van mijn boodschap vanavond morgens is Wer is dien God? Nog vielleicht zu denken, na, was staat van de vrouw? We weten die God dat er bloß ein God is en dat ons God is, niet? Maar we weten dat de Bibel zegt ons wat immer we meer dort, wat we het meeste rekenen, dat kan ons God zijn. En verschillende dingen kunnen ons God zijn. Dat kan geld zijn, dat kan onze arbeid zijn, een huis zijn, een koor zijn, dat kan onze ouderen zijn, onze vrouw zijn. Wat immer we het meeste rekenen, dat is ons ook God. En wat immer we het meeste rekenen, wat immer we meer leven als God, dat zegt de Bibel, dat is ook God. So, dat zou mijn vrouw is, wer is dien God? En de dingen, we kennen die alle haben, geld en eten, al dat is wichtig dat we dat hebben, dat is goed voor ons. Maar wenn dort ist ans Semester kommt, dann ist dort nicht gut. Dort ist ein sehr schlechter Meister. Und ich will was Versen lesen in Markus Kapitel 12, Vers 29 durch 31. Das hier, wo Jesus sich mit den Sadduzäern unterhalten hat. Die Sadduzäer, die glaubten nicht, dass die Todes würden abstehen. So die unterhalten sich davon und dann sage ich dann Kinder in Schriftlehrer haben, und als der hier hat, von was sie sich unterhalten, dann fragte Jesus, Kinder Jesus fragte am Wohn das wichtigste Gebot wir. Und dann in Markus Kapitel 12, Vers 29, du sagst Jesus sagt zu ihm, das wichtigste ist das, Horch auf Israel, der Herr uns Gott ist der einzige Gott. Und du sollst den Herrn dienen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und all deine Kraft Gott sein. Das ist das wichtigste Gebot. Das zweite ist das, du sollst deinen Nächsten so Gott sein als dich selbst. Du hast kein gratis Gebot als das. Und dann Matthäus 22, Vers 40, du sagst Jesus, ab diese beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und auch die Propheten. So das ist, sagt Jesus, was das wichtigste Gebot ist. Und wo haben wir unseren Gott mit all unseren Gedanken, mit unserer ganzen Seele, unserem ganzen Hort, mit all unserer Kraft leben, nicht? Und dort ist uns tiefstes, höchstes Verlangen, das soll nur Gott sein. Dort ist, was er hier meint, mit uns ganzes, mit alles, was wir haben. Ans tiefste, grootste Verlangen soll sein nur Gott, am Leben von ganzen Worten, mit all unseren Gedanken, mit all unserer Kraft. Und dort ist, was Gott uns gemerkt hat, den ersten Platz. Gott schafft den Menschen, sodass er will Gemeinschaft haben mit uns und dass wir am Leben sollen. Und er gibt uns eine freie Wahl. Er wird uns dort nicht bemannen, aber er gibt uns die Freiheit, dass wir wählen können, ob wir am Leben wollen oder nicht. En dan krijg je de eerste vraag wat we vinden, de vraag dat wat is het wichtigste wo nu een mens in zijn leven trachten zal. En dat zegt dat in gemeenschap met God te leven en nu hier nog maar je gezelligheid erlangen. So, dat allerwichtigste wo we zullen trachten in gemeenschap met God te leven en am leven met alles wat we hebben. So, dat is wat God ons geschaffen heeft en hij verlangt dat we sollen amleben und nicht noch verbunden sein mit der Welt. Und Jakobus merkt das sehr klar, dass wenn wir nach Wellen ans Haus holen oder uns proben mit der Welt zu verbinden, dort es kriegt so aus ein jährlich Ehebreken. In Jakobus 4, Vers 4, du gehen Gott ist, wer du wünschst, Freund mit dieser Welt zu sein, merkt sich zum Feind mit Gott. So, wir können nicht zwei Herren dienen, das sagt die Schrift uns. Wir werden uns weder den einen anhängen oder den anderen hassen. So, hier sagt er, wir können nicht zwei Herren dienen, wenn wir nach Menschen verfremdet sind mit der Welt, dann merken wir uns den Feind mit Gott. Bis Gott will unser ganzes Leben haben für sich. Und dazu werden wir in
Vers 4 sagt er, Jakobus 4, Vers 4 sagt er, oder meint je, du als nicht durchhin, wann die Schrift sagt, mit Iwa wirkt Gott über den Geist, der in uns hat wohnen lassen. So, Gott schafft den Mensch in dort, ich dachte immer nur für uns, für dort zu verstehen, ich kann auch nicht verstehen, Gott schafft den Mensch in die Erde, dann püst er einen lebenden Urm an und dann sagt er, na wird eine lebende Seil. So, dort wird ein Mensch, er schafft ihn in die Erde und dort wird ein Mensch, so der hat Seil, Körper und Geist. Er hat in die Erde geschaffen, aber er wird Seil, Körper und Geist. Und mit dem Geist soll wir am Leben und am Anbeten. Gott sagt, Gott sein Wort sagt, Gott ist Geist und der am Anbeten, der muss am Geist anbeten. So hier sagt er, den Geist, was er hat von uns wohnen lassen, den will er für sich allein haben. Er ist ewig, er ist aufständig, er will nicht den Geist haben, und wie noch sollen verbunden sein mit anderen Dingen. So er sagt, mit ihm wirkt er über den Geist, den er an uns hat wohnen lassen. So den Geist will er für sich allein haben. Und dazu in Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 23 sagt, er sagt, mag Gott selbst, der Friedensgott, dient durch Helien, in denen Geist und Seil und Körper unbeschädigt und rein bewahren, weil uns Herr Jesus Christus wahre kommen wird. So, das von den Geist, was Paulus hier reden hat, in Paulus der bet hier, dass Gott, der wird helien und der beschauen, wie es den Geist, was er hat an uns wohnen lassen, den verlangt er. Kijk, so ist ein Mann. Ein Mann will sich früh für sich allein haben. In kijk, so will Gott, den Geist, was er von uns lässt, an uns wohnen, will er für sich allein haben. Nicht nach mit der Welt, dass wir uns noch sollen versloven oder nach dem Port von dieser Welt wollen sein. Dann sage ich, da merken wir uns den Feind mit an. Und kriegt so ein Mann, den früh für sich allein haben will, kriegt so, weil Gott uns für sich allein haben. Wir würden, wenn wir Chance haben, wir versprechen uns einen anderen ganz. Wir geben uns nicht Portwies haben, wir versprechen uns ganz. Und wir sagen, wir tun nicht nach, wo wir denken, man die früh sieht, okay, ich saß der mit die Top sein, aber einen Tag, das ist noch einmal, wo ich glaube, da einen Tag war ich mal am Top sein. No, das würde ich nicht wollen. Und kriegst du mal Gott will nicht bloß ein weißes Port von uns haben, aber wie am saß der oder Werk schaffen und andere Dinge und dann sind auch in die Kirche kommen. No, er will uns ganze Wort haben. Er will haben, wir sollen uns mit uns ganze Wort, mit all unseren Gedanken, mit alles, was wir haben am Leben. Er will uns ganz haben. Er will den Geist, was er an uns wohnen lässt, weil er für sich haben. Und er ist oft ganz sich über den Geist, was wir haben, den will er für sich haben. Und wenn wir im Alten Testament checken, dann du was Israel aufgebildet aus Gott seine früh. In dem Neuen Testament wird die Kirche aufgebildet aus Christus seine Brut. In Jesaja 44, Vers 4 sagt dort, der wir die gemerkt haben als den Mann, sie nehmen als der Herr. Und in Jeremia 3, Vers 14 sagt dort, kommt träge angehörsame Kinder, die gehören mir. Und eine andere Übersetzung sagt dort, ich habe ihn zufrieden. So, Israel wird hier auch gebildet aus Gott seine Früh, so Gott als Dämon. In dem Neuen Testament als Christus, die Kirche, wie es Gemeinde, wie sind seine Brut. Und er ist die Brigung, nur Epheser 4, Vers 22 durch 32. Und nach dem Wort 19, Vers 7, da sagt er, dann weil wir uns nu freien und froh sein und am die Ehe geben, weil für das Lamm erst die Zeit gekommen, Chance zu merken, und seine Brut hat sich dort reingemerkt. So, wie aus der Gemeinde, wir sind seine Brut, und er ist uns Brigung, und dort zu gehen, er will uns ganz haben, er will uns nicht mit der Welt haben, er verlangt uns ganz zu haben, dass wir am wollen, mit uns ganz zu leben. In Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 2, sagt er, ich sei am Dienst, so aus Gott hat, weil ich einen einzigen Mann anvertraut habe,
dort als Christus, dort ich am eine Brüt verstellen kann. So Paulus sagt hier für die meint, er sagt dafür, dass er wird Christus die Brüt verstellen. Aber Paulus die fragt, das ist in 2. Korinther 11, Vers 3, das sagt er wieder, sagt er, aber ich frage, dass so aus einfach von der Hinterlass geschlagen verletzt wird, die auch am Denken können verletzt worden und von jener Abrechtigkeit in Christus aufkommen. So wie man auch immer abpassen, dass wir nicht von diesen Leuten aufkommen. Wenn wir Gott leben dann fährt am Anfang, wenn die in Politik befrieden hat, das alle sehr gut, die leben sich. Aber wenn wir nicht vorsichtig sind, kriegt es die oder verletzt wird, wir können uns Leuten verleiden. Und dann fährt man dann, ja, dort lehren mit unserem Leben. Und wir müssen da immer nur sein, vorsichtig sein und werten, dass wir wollen die Leute lebendig holen. Jetzt wir sollen immer an denken, dass Gott will den ersten Platz in uns Leben haben. Da soll kein anderer Raum sein für Gott in uns Leben als Gott. Der soll den ersten Platz haben. Nicht früh, nicht Kinder, nicht Älteren sollen den Platz haben. Das ist, in Matthäus 10, Vers 37, du sagst Jesus, wer Vater oder Mutter mehr rechnet als mich, und wer Sohn oder Tochter lieber hat als mich, als dort nicht wird einer von den Minen zu sein. Und dann in Lukas 14, Vers 26 sagt Jesus, wenn irgendwer nur mich kämpft und nicht sein Vater und seine Mutter und Früh und Kinder und Bruder und Schwester versteht und sogar sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. So wir sehen das hier, dass Jesus will den ersten Platz haben in uns Leben. Und dann, und wenn wir das wollen löten, dann wollen wir können unsere Frühes und unsere Kinder besser leben. Aber wenn wir wollen unsere Frühes mehr leben als Gott, dann könnte die Zeit kommen, dass unser Leben von unsere Frühes wird kalt werden. Und wir sehen das so fertig, wenn der Mensch, wenn die Menschen verlangen, dass eine irdische Dinge oder einen Haben geht oder eine Familie, wenn dort das Feste ist, wo sie sich festhalten, der hat auf einmal war das wahrgenommen, und dann scheint es, wenn die Bar richtig gefallen ist, und dann ist man alles ist, und dann haben sie noch nicht wohin zu gehen. Und dort ist es, wo das ist. Wenn wir Gott nicht haben, wenn wir Gott nicht an Feste in uns Leben haben, wir uns ganz ab an verloren, dann den ersten Platz in uns Leben haben, wenn diese anderen Dinge, wo wir an Forst sind, dann auf einmal weich sind, dann ist es sehr schwer, dann haben wir noch nicht hinzugehen. Aber wenn wir Gott den ersten Platz in uns Leben geben, wenn uns dann noch alles wird wahrgenommen werden, wir würden alles verlieren, dann haben wir doch noch rein alles. Dann haben wir doch noch nicht alles los. Und das ist so, wenn wir wollen Gott von ganzen Herzen leben, mit all unserer Kraft leben, dann, wo wir kennen, dort erfüllen, was Paulus in Kolosser 3 sagen, dass er sagt, in die Mann sieht ihr frühes Geld, sieht leichttulich und nicht hart an. In frühes sieht ihr die Mann an ihr tun, so sich dort an Herrn gehört. So, wir wollen Gott den ersten Platz geben, und wir wollen mehr leben als unsere früher oder unsere Mann, dann, wo wir das erfahren können, dann, wo wir können leichttulich sind, unsere frühes. Und die frühes wollen ihre Männer können und ihr tun sein. Aber wo wir mehr leben, dann wird uns das schwach fallen. So, das Erste, was wir sollen haben, Gott den ersten Platz geben an uns hat, und am Leben mehr als das Wort, dann können wir das erfahren. Das ist sehr klar, wenn wir Gott leben, dann, ich sage, was sage ich, wenn wir Gott leben, dann können wir uns nicht jagen mit unseren Nächsten oder mit unserer Früh. Das schafft bloß nicht. Das sage ich in 1. Johannes 4 auch, wer Gott leben wird, der wird seinen Bruder auch leben. So, wir sagen, dass wenn wir Gott leben, dann wollen wir unseren Nächsten auch leben. So, dann, wenn wir Gott leben, dann können wir uns nicht jagen, right? Das schafft bloß nicht. Und ich glaube, sehr viele Troubles würden die Huren werden, wenn die Menschen würden dünner sehen, dass sie Gott würden den ersten Platz an ihr Leben geben,
in de leven zitten dat die God moeten leven met al met haar ganze Seil en met alles wat ze hebben. Ik geloof dat veel troubles die hoeven worden. We weten dat van der dag er zijn zeer veel troubles. Manche families ook manche lieden die waren niet fertig van jaren en jaren. Die zijn allemaal in trouble en dat zien ze komen en niet uit. En bij al dat is van der dag zoveel te gaan. We kunnen radio's horen, er zijn programma's, er zijn bijkettigheden, DVD's, er zijn seminars. Dus al dat te gaan. En dag te be speelt ik ze dat wordt niet, de troubles waren niet weniger. En dan vraag ik ze waarom. Ze weten alles wat te doen. Ze hebben een kop vol, maar de spelen de troubles die blijven door. Als wenn sie sich bloß nicht verdrehen können oder sich nicht gleichen können, und dann hast du einmal in der Streit. Und ich glaube ganz rein, wenn wir Gott wollen, leben wir uns ganz hart, ich sage mir, was sagt, dann können wir uns nicht jagen mit uns Partner, das schafft bloß nicht. Ich sehe, das schafft die Lehrer, was in Jesus Time, was am der Frauen, die wohnt das Wichtigste gebaut wird, als Jesus am das gesagt hat, wohnt das Wichtigste gebaut wird, dann sagt die schafft die Lehrer das an. In Markus Kapitel 12, Vers 32 sagt das, die Schriftlehrer sagt, dort als Scheinlehrer, du hast die Wahrheit gesagt. Willst du erst ein Gott und du sagst keiner aus Heu. In allem mit ganzen Horten, mit ganzer Seil und mit allen Gedanken und alle Kraft Gott sein, in seinen Nächsten so Gott sein als sich selbst, als welcher aus alle Brandopfer oder irgendein Opfer. So hij wist. Hij stond er toe dat weer goed. Wat Jezus gesagt hat, dat weer goed. So und das kriegt sie mit uns, wenn wir alles weiten dann, was zu tun, aber da wollen wir das weiten allein das nicht nur. So der Leib. Gott scheint so, wenn wir gute Dinge tun, das scheint so, er checkt nicht das Hort, er checkt nicht das Leib, wo der Leib ist. Was der dort gesagt hat, dann in 34. Fall, du sagst, Jesus haben, sagt er, und als Jesus sagt, dass er eine scheine Antwort gibt, sagt er zu ihm, du bist nicht weit auf von Gottes Reich. So diese Dinge alle weiten, das ist gut. Und ich glaube, wir sind nicht weit auf von in früher Leben, wo die troubles sein, weil wir würden der Leib haben. Kriegst du Jesus zu dessen sehen, du bist nicht weit auf von Gottes Reich. Wenn wir Gott wollen den ersten Platz in uns Leben geben und versuchen anzuleben mit alles, was wir haben, wir sind nicht weit auf von einem siegreichen Leben, dann kann es besser gehen. Das Leib ist geduldig. In 1. Korinther 13, Vers 4 sagt, das Leib ist geduldig, Leib ist freundlich, Leib wird nicht ewig, Leib ist nicht eigenköpfig und puckt sich nicht. So, wie sein das? Leib ist geduldig. Und wenn wir Leib haben, wenn wir den Gottes Leib an uns haben, dann können wir vergeben, dann wollen wir andere vergeben. Kriegen dann Worte uns anderen. Und das ist ein sehr wunderschönes Ding dort zu tun, wenn wir frei sind zu vergeben. Wenn wir Gottes in den Leib an uns haben, dann können wir vergeben. Und dann ist das kriegen dann Worte Menschen wollen über uns sagen, das hackt uns nicht an, dass wir vergeben das. Und dann sind wir frei. Wenn wir nicht vergeben können, wir lassen uns bringen, und dann bedrückt uns, und dann terrorlässt, wir fährten, dann der Mensch wird krank dadurch, und weiß nicht nach alles. Aber wenn wir Gott wollen leben, dann wollen wir an den Nächsten auch leben, kriegen dann was das, dann können wir ihm vergeben, und dann sind wir frei. Und dort frei zu sein, dort ist ein schönes Leben. Ich weiß, ich hatte, du wie eine Zeit, wo die Leben nicht hart, ich hatte eine sehr große Wort. Und als ich den Geist kriege, als Gott seine Leib an mein Hart angeht, in der Römer 5, Vers 4 sagt Paulus, dass der Leib Gottes ist an unser Hart angegangen durch den Heiligen Geist. Und als ich den Leib erfahren habe, ich kann Menschen leben, was ich vorher nicht verdrehen kann. So dort ist nicht ich und du können diese Leib mit uns bloß nicht haben, das schafft bloß nicht. Dort ist Gott seine Leib, der an unser Hart angeht. Und Gott ist Leib, so wenn wir Gott an uns haben,
dann wo wir leben. Und habe Gott seine Leib nicht, dann wo wir andere nicht so leben, als wir würden sagen. wir können nicht leben, fährten uns dann, wenn wir uns selbst tun, weil wir leben vielleicht da, wo uns gut sind, wo uns leben, dann leben wir da auch, aber das ist nicht Gott seine Leib, das ist Menschenleib. Und so ist ich gesehen in 1. Johannes 4, Vers 21, wer Gott, das ist, was er uns gesagt hat, wer Gott gut ist, wird auch seinen Bruder gut sein. So, wenn wir Gott leben, dann sagt er, dann wollen wir auch unseren Bruder gut sein. So, wenn wir wollen Gott leben, dann können wir uns nicht jagen mit unseren Nächsten. Das schafft plötzlich. Das kriegt so, sagen die, wir können nicht pissen und sie intellekt. Und so finde ich das hier. Wenn wir Gott leben, dann sagt er, dann wollte den Bruder auch leben. So, das ist sehr klar. So, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir Gott leben mit alles, was wir haben, und an den ersten Platz in uns Leben geben, so dass wir können andere leben. In 1. Johannes 4, Vers 12 sagt, dass kein Mensch hat Gott gesehen. Wenn wir uns ineinander gut sind, bleibt Gott in uns, und dann ist seine Leib vollkommen. So, wenn Gott in uns ist, wenn Gott Leib ist, wenn wir in uns haben, dann sagt er, dann ist seine Leib vollkommen in uns. So, Leib ist das wichtigste Gebot. In unser Leib zu Gott beweist sich durch an, wo wir uns einen anderen leben tun. So, wir können nicht sagen, wir leben Gott und dann überhand hier Trouble mit unseren Nächsten oder jagen uns das doch nicht. Unser Leib zu Gott beweist sich an dem, wo wir andere leben tun. So, wir können das nicht verstärken. Die Menschen wollen das durch uns sein, wo unser Leib zu Gott ist und durch an, wo wir uns einen anderen leben tun. Und das ist das letzte Bild, was wir hier kennen, auf dieser Welt sein. Und wir sollen ein Zeichen sein hier, auf dieser Welt für Jesus Christus. Und das ist das letzte Zeichen, was wir kennen sein, wenn wir wollen uns einen anderen leben. Und Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34, daran wird allemal das sein, dass die meine Jünger sind, wenn die ineinander leben. So, wir leben Gott, wenn es uns erst leben tut. Und wenn wir am Leben tun, dann wollen wir uns einander leben tun, dass wir hier finden. So, und dann wird allemal das sein, dass wir seine Jünger sind. Und aber haben wir das Leben nicht? Wir können tun, was wir wollen. Wir können gute Dinge tun, das hilft uns alle nicht. Erst Korinther 13 sagt, dass wenn wir nicht Leib haben, dann ist alles vergessen, was wir tun. Und ohne Leib, Gott checkt nicht den Leib. Gott, die Worte sind gut, aber ohne den Leib sind all unsere guten Worte nicht noch für nichts. Und ich will was Versen lesen in Offenbarung, wo wir lesen von der Gemeinde in Epheser, in Ephesus. Das sagt in Offenbarung 2, Vers 1, sagt er, nur den Engel von der Gemeinde in Ephesus schrieb das sagt der Herr, der die 7 Stirns in seine rechte Hand hält, in Mittelmann die 7 goldene Lampenhülle geht. Ich weiß an deine Werken, deine Arbeit und deine Geduld, und dass du die verleidenden Menschen nicht vertrauen kannst. Du hast die ausgeprüft, die du vergeben Apostel zu sein, die das aber nicht sind, und hast ausgefunden, dass das Lehrer sind. Du hast geduldig ausgehalten und bist nicht mehr geworden, an meinen Namen sind halben zu Abi. Das ist das sagt, dass wenn wir Gott leben, dann wollen wir auch unseren Bruder leben. Und Gott leibt uns, dort wird wir ganz klar. Wir finden das immer und immer in der Schrift, dass Gott uns leben wird. Und das sei wir durch an den, dass er seinen Sehen für uns geben wird. Aber wir finden nur nicht in der Schrift eine Versprechung, wo er sagt, dass wir uns einmal wollen, ihr Leib feiern. Wir feiern uns gleich nicht einmal ihr Leib von Gott, aber das merkt keinen Unterschied. Gott leibt uns. Gott leibt uns, dass wir noch Sünder wären. So, ich glaube, wir haben eine große Ursache, Gott zu leben und ihm zu danken, dass er uns leben lässt. Und wenn ich Johannes 17, Vers 23
24 lesen, du vind ik dat wat Jezus zei, dat God leeft ons kracht te zijn als hij Jezus Christus geleefd heeft. Is dat niet een grote troost? Dat God ons kracht zijn leven heeft als de Jezus Christus geleefd heeft? Dus in Johannes 17, vers 23, dacht dat. Dus hij redt ook van dat hij beter ten voeren dat hij wat hij aangegeven heeft, die wel gaan, die zullen ook doen zijn waar hij is, zodat hij wat aan zijn, ook waar bij aan zijn. En hier zegt hij, en ik en aan en du en mij, dat zij ganz eins zijn, dat zij wel door zijn kan, dat du mij geschickt hast, en aan zo goed bist, als du mij goed bist. So wie zijn dat hier? Jezus zegt, dat du aan zo goed bist, als du mij goed bist. So Jezus Christus als ons kracht zo goed, leeft ons kracht zo zijn, als hij God leven deed. En dan 24 vers zegt, voeder ik wel dat die du mij gegeven hast, ook du zijn hoe ik zie, en dat zij mijn herrlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. En dan zegt Jezus, door du wirst mij goed, eer de wereld een grond had. So God, wie Jezus goed, eer de wereld een grond had. En Jezus zegt, kracht zo, als God Jezus leeft, zo leeft hij ons. En God leeft ons, eer wie hebt geboren weer. Is dat niet schijn dat te weten, dat God ons kracht zo leven heeft, als de Jezus leeft, en dat hij ons leven heeft, eer wie hebt geboren weer? Voor mij dat is een zeer schijnend beeld. en ik ben zeer dankbaar voor dat te weten, waar God ons leven heeft. Wir feiern uns nicht immer ihr Leib, aber das merkt keinen Unterschied. Gott lebt uns. In Psalm 139, hier ist ein Heimbild, wo ich uns zwar probieren mit fertigstellen, sehen, wo Gott seinen Leib zu uns ist. Und das Jesus hier sagen, dass Gott am Leben die Welt ihren Grund hat. Und hier in Psalm 139, Vers 13, sagt David das steht. Willst du hast mich ganzen Chor en mutterlief geformt. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemerkt sie. Deine Werke sind wunderbar, dort weit meine Seele sehr gut. Meine Gestalt wird für die nicht verstärken, was ich im Geheimen gemerkt wird, wo mich kein Öl sein kann. So David sagt hier, dass Gott sagt hij überhaupt geboren wird. Und er dankt Gott und sagt, er wird wunderbar gemerkt. Ich habe wieder sagen, dass Gott hat uns wunderbar gemerkt und er lebt uns, wie überhaupt geboren wird. Und das in Psalm 139, Vers 16, sagt, die Uhren sagen mir, ich geboren wird. Na, dan andere denkt, kijk maar wat hij doet, zegt, meine der, die noch kommen sollen, werden alle an dem Buch geschrieben, die du werden. So, von dann an, als der Mensch ein mutterlich äußert ist, sieht Gott die Person all dann erst das Leben. Und dann lebt Gott die all. Und dann sagt er, alle die wat noch kommen sollen, die sind all an Gott sein Buch angeschrieben. Habe ich etwas zu sagen? Gott sagt, die sind all an sein Buch angeschrieben. Für mich ist das ein sehr schönes Bild, zu wissen, dass Gott uns so läuft, dass er Jesus leben lässt und dass er uns euer Leben lässt, als wir überhaupt geboren werden. Und dass er an uns arbeitet und dass er an uns der arbeitet, was noch kommen soll, die sind all an sein Buch angeschrieben. Das ist wirklich eine große Einsatz, dass wir am Leben sind und das sagt, dass wir leben am, wie es uns erst gelebt hat. Und so ich sehe, dieses Leib, das ist ein Gottesleib, wir können den nicht selbst an uns proben, auszuarbeiten oder proben Menschen zu leben. Das ist ein Leib,
wat God ons geven heeft. En dat is, die lui die verdragen alles. Die neemt alles, die wordt niet daal, die verdragen alles. En wanneer we die lui worden gaan, dan kunnen we ons een en ander blijven, dan daar we ons niet strijden, of ons oren en even anderen. En in Johannes 15, vers 1, du zegt dat, de staat, du zegt, ik zie de rechte winstuur, dat is wat Jezus gezegd heeft. Du zegt, ik zie de rechte winstuur, en mijn vader is de wijngaardner. Alle ranken om mij die niet vrucht dragen, snit hij af. Über alle ranken die de vrucht dragen, reinigt hij, dat die meer vrucht brengen kunnen. So wie kunnen naar God komen en God zeggen, dat die alle Aste aan mij wat er niet vrucht brengt, snijd die af. Neem die van mij weg. En die wat er nog vrucht dragen, dan reinigt die, dat die meer vrucht dragen kan, dat we meer leven kan. Dus dat is de vrucht, de geestesvrucht van de leven. Want wie die niet gaan, wie kunnen God komen en zeggen, snijd die af, die wat er niet vrucht brengen dan. En die wat de vrucht brengen, dat die reinigen, dat die meer vrucht brengen, dat we kunnen leven. Dat we meer leven kunnen. Dat die dat uitarbeiden in mij. Dan de vierde, Johannes 15, vers 4 zegt, blijf aan mij, en ik wil aan jullie blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, wanneer niet aan de wijnstuur blijft, zo kan die ook niet vrucht brengen, wanneer die niet aan mij blijven. So wie moeten zich aan zo'n God houden? Die zegt dus, de oors, wanneer niet aan den Baum blijft, die kan niet vrucht brengen. En krijgt so wie, wanneer we niet aan God blijven, dann können wir nicht Frucht bringen, dann können wir nicht das Leben haben. Aber wenn wir an den Stamm bleiben, dann wollen wir Frucht bringen. Und er sagt, dann wollen wir Frucht bringen. Und das ich sehe, wir können Gott kommen sein, die erste, die nicht Frucht bringen ans Leben, nimm die weg, schneid die auf. Aber die, die noch Frucht bringen, reinigt die, dass die mehr Frucht bringen kann, dass wir leben können, dass die Leben kann durch uns an uns die Guten werden und dass die kann rittern an den Nächsten. In Johannes 15, Vers 4 sagt er, und ich sehe die Windstuhl, und die sind die Ranken. Wer an mir bleibt, und ich an arm, der bringt viel Frucht. Ohne mich kann die nicht staunen. So, ohne Gott kann ich gleich leben. Hij is de Windstuhl, und wir sind die Ranken. Und wenn wir wollen an arm bleiben, dann kann wir leben, dann wollen wir an den Nächsten auch leben, dann wollen wir Gott leben. Aber sagte, ohne mich kann ich nicht tun. Und dort habe alle uitgevangen und weten dat nicht schaffen, dat ohne Gott kann ich nicht tun. Und dann Vers 6 sagt, dass wer nicht an mir bleibt, der wird so aus einer Rank weggeschmissen, der weggeschmissene Rank verdreht, dann wird er abgesammelt und am Feuer geschmissen und verbrannt. Wenn die an mir bleiben, und meine wird an Jünd bleiben, dann frag nur was die wollen, und Jünd wird das die gegeben worden. So wenn wir wollen an bleiben und seine wir an uns, wenn wir wollen uns eigen an Gott sein Wort, dass seine wir wollen an uns sehen, sagt er, dann frag nur was die wollen, und Jünd wird das die gegeben worden. So wenn wir wollen uns an Gott eigen und sein Wort lassen wirken in uns Leben, dann können wir am fragen, Gott, gib dir mir Leib für alle Menschen. Krijgen dan weer das, krijgen dan wat die doen, für alle Menschen. Sagt er dann, was die gegeben werden, was die fragen, und Gott wird uns das Leib geben, dass wir können alle Menschen leben. Sagt er, frag, und dann wird ihnen das gegeben werden. Und sagt er, mein Vater wird dadurch geehrt, wenn die viel Frucht bringen, in meine Dinge waren. Dus dat is Gott sein Verlangen, dass wir seine Herrlichkeit hier auf dieser Welt spielen und dass seine Leib soll an uns als Christen zu sein sein. Dass die Menschen durch sein können, wer Gott ist und was Gott seine Leib ist. Und dort haben wir bloß dann durch, wenn wir wollen an Gott bleiben und seine wir an uns bleiben, und dass wir wollen an uns anholen.
met al onze gedanken, met ons, al onze kracht leven. Dan eerstens waren de mensen dat zijn, dat we zijn gingen zijn en wat God zijn leven is. God is leven. En wie God als ik heb, dan heeft de leven. Heb je God niet, dan heb je de leven ook niet. Want God is leven. En dat wordt als mijn wens in de beer dat we würden doen trachten, dat we würden wirklich an seinen anderen leven en dat onze leven, dat we würden Gott den ganz ersten Platz geben an ons leven. Dat er kein Raum sein für das Wort. Wie weit noch Gott, dass Jesus nicht meint, dass wir sollen unsere Familie verstreiten oder die auch sein. Das ist nicht, was er meint. Aber wenn unsere Familie einmal soll mal ankommen, und dass wir dadurch sollen Gott auch sein, dann soll wir lieber Gott horchen und da auch sein. Aber evens Gott den ersten Platz geben ans Leben. Und am Leben, mit alles, was wir haben, dann, wo wir können leben, so sei das verlangen wird. Und dadurch wird die Welt das sein, was Gott seine Leben ist. Und wir wollen das Leben der Treu. Wir als Menschen, wir wollen alle gleich sein. Wir verlangen das noch. Und Gott verlangt, dass wir am Leben sollen. Den, der was Herr von uns wohnen lassen, den will er haben. Er ist oft ganz sicher über den. Den will er für sich allein haben. Und das scheint sich sehr, dass das Zweite, Gott läuft uns, und dazu werden wir am Leben dann in Leben gewinnt alles. Leben ist tragend. Wenn wir sein, wenn wir leben, das tragt uns bald nicht die Person. Wenn eine lebende Person ist, das tragt uns. Da wir ein Junge steht, die ging in eine gewisse Tag, er ging bei mehrere Tagen vorbei und wir mehrere Tagen an eine Gas. Und er hatte bei mehrere Tagen vorbei, um durch eine Tag zu gehen. Und dann auf einmal was, die Frau, die sind ein paar Menschen, die beobachten, und dann auf einmal fragen sie, sagte, warum gehst du bei all diese Tagen vorbei, trotzdem eine Jahr Tag zu gehen? Dann sagt er, wenn du das Leib, das tragt, der Leib, der tragt. Und das ist sehr wichtig, dass wir Gott leben und dass wir Menschen tragen nur Gott, dass Menschen können sein, was Gott seine Leib ist. So Leib ist tragend, Leib gewinnt alles. Mit Leib haben wir alles überkommen, mit Leib haben wir unsere Kinder gewinnt. Und Leib ist tragend, Leib ist geduldig, Leib ist nicht musig. Und da war ich noch was vorlesen in Epheser 3, Vers 14, durch 21. Und das ist, wo Paulus hier beten lässt für die Gemeinde. Auch wegen Leib. Und das ist mein Gebet, dass Paulus hier beten lässt für die Gemeinde. Er sagt, das ist das. In Epheser 3, Vers 14, durch 16. Epheser 3, Vers 14. Dit is woran ik voor onze God en Vader knijden doe. Van aankant te noemen Vader voor alle families in Himmel en op eerd. En ik bid voor jullie, dat hij, doen als hij rijk en herrlijkheid is, die kracht schenken mag, durch seinen Geist innerlich stark zu sein. Dat Christus durch den Glauben begint en hart wohnen mag, en dat die mag den vastgeworden zijn en gouden tonen. Ik bid ook dat die met alle andere helden taub mochten de kracht kennenlernen, wodat je begrijpen kunnen hoe lang en breed en hoe hoog en diep Christus in het leven is. Die zullen kennenlernen hoe God Christus dient is. Dat geht veel wieder als wie abvoeten oder verstehen können, so dass die vollends in ganz haben möchten, was Gott verdient hat. Dem er durch seine Kraft viel mehr an uns tun kann,
als wie ons denken oder verstonen kennen. Den traf alle ihr in de gemeinde en in Christus Jezus durch alle Generationen en alle Ewigkeit. Amen. So, hij sagt, Gott seine Leib, die hat viel wieder, als wir überhaupt verstonen können. Und ich glaube, dass wir waren damals die Leib hier ganz verstonen können. Nicht erst, wir waren am Stunden, dann wo wir verstonen können, wo hier, wo breit seine Leib ist. Aber so ich sehe, dass, und wir können uns prüfen. Wenn die erste Johannes 4 durchlesen, dann kann du mit das Inventory dann sein, wo das mit unser Leib steht zu Gott. Wenn wir den Kapitel durchlesen, dann wo wir sein, ist meine Leib zu Gott, ist das wirklich, ist Leib mit alles, was ich habe. Dus wenn wir das durchlesen, dann wo wir das sein, dann wo wir finden, wo das mit unser Leib steht. Und so ist wie anzeigen in unser Leben, dort wo sich das Wort bewiesen, wo unser Leib zu Gott ist. So, wir haben noch alle zu beten. Und Vater im Himmel, wir kommen für den Herrn an, die sagt, Herr, ich danke dir für deine große Leib, Herr, die wir nicht ganz bereden können, Herr. Wir danken dir von der uns Maris, dass du uns erst gelebt hast und dass wir deine leben können, Herr. Herr, ich danke dir, dass du deine Leib in unsere Herzen jetzt durch deinen Heiligen Geist, Herr. Herr, ich bete, musst du uns alle, die wir hier von dir taub sind, mit deinem Leib fällen, Herr. Herr, was immer du musst ein Stich sein und dass du nicht kannst deine Leib andeuten, musst du uns helfen, dort auszunehmen und dort wegzunehmen. Herr, ich bete, dass du wirst die erste Rücknehmen, wegschneiden und uns mit deinem Leib fällen, Herr. Was immer du musst ein Stich legen, Herr, gib du Kraft, dort du mit zu verhandeln, sodat er kan uitgereend worden en dat die Geist kan thuis zijn en zodat we die Leute kan volhouden en dat we worden verstaan kan, Herr. En dat we worden wirklich dat Bild zijn wat die verlangen ist, wat we sollen zijn hier bei ihr, dat die Leute wat durch in uns zu sein zijn, Herr. Zodat we worden antreitend zijn, dat Menschen worden antreitend zijn, dat die Leib, Herr. Herr, wir weten, dass die Wort sagt, die best Leib. Und wenn wir die haben, dann wo wir Leib haben, Herr, musst du uns Kraft geben, musst du uns leiden und führen und alles, was wir tun, Herr. Habt ihr uns, dass wir nicht würden uns luten fürs Glauben und andere Dinge, oder uns luten festmerken, uns verlangen, irdische Dinge haben, oder irgendwas. Überhaupt uns, dass wir wirklich würden, das erste und den Recht tragen, Herr. Und dass wir würden uns den ersten Platz in uns Leben geben, dass du kannst Kontrolle haben über uns, dass wir nicht würden irgendwas das Wort für die tragen, aber dass du wirst das Feste in uns Leben sein, Herr. Herr, ich danke dir für was du tun wirst, in Jesus Namen. Amen.